Was bedeutet Eleganz sein? Schlips einen Anzug oder ein strammes Kleid. Was ist, wenn elegant ist? Elegant ist nicht bloß, wenn jemand stramm angetroffen ist. Elegant hat mit dort zu tun, was du sagst und wie du benehmen das. Das gibt Menschen, die können sehr stramm angetroffen sein, aber dort, was bei Müll kommt, dort ist aber sehr gerissen. Dort hat die Schinken, dort hat nicht durch die Kleider hängen können. Das kommt von irgendwo anders. Die hat irgendwo in Ruhe einen Schlag, was dann irgendwo direkt in den Müll kommt, dort was ganz anderes rüberkommt. Ich dachte nicht, was ganz anderes von dieser Person. Ich dachte, dass ich sagte, wenn die alle Fans sind, dort, was die mich sehen, dass die mich raufbrachen, auf nichts zu tun. Was ist Eleganz? Zum Beispiel, Dankeschön sagen. Wenn ich mal das Eter gemerkt habe und alles dann nicht bloß positiv Eter sagen, Dankeschön für das Merken. Einzige, auch beim Abwaschen helfen, wenn es Dankeschön sei, einzige Leute alles tachen, sagen niemals Dankeschön. Verzeih mir. Das ist Eleganz. Wenn jemand sagt, ich habe das falsch getan, verzeih mir. Oder Permiso. Oder lass mich nur denken. Einfach Sachen sagen. Einzige, das klar, wenn mir das nicht passt, stell sein. Die machen sich als weiter. Ich will nicht so elegant sein, dass die Menschen können sagen, wow. Wenn wir demütig genug sind und bereit sind, Dankeschön zu sagen, das ist Eleganz. Manche Gesellschaften sind es sehr wichtig, dass die Kleidung ist wichtig, aber was der Berne ist nicht. Und weißt du, was das ist, wenn jemand einen schlipsen Anzug anhaft, ein Fan ist und der bei dem Müll nicht funktioniert? Das ist ein Payaso, das ist jemand, der sich bloß verkleidet hat an die Gesellschaft. Und wir haben aber ganze Menschen Fall von verkleidet ist stramm angetragen, aber der Berne ist das irgendwo alle kaputt und die haben direkt drüber irgendwo vom Pozo Negro oder was hergefangen, dann wird in den Müll rüberkommen, wenn das jene früh geht, oder jene Mann geht, oder jene Kinder geht, oder jene Gesellschaft, jene Obrigkeiten, jene Gemeinde, jene Kolonie, dann wo ich einfach direkt in Ruhe irgendwo vom Basurero her haben, aber ich kann mich so stramm an, schau mal, was für ein strammer Auto die haben. Schau mal, wie stramm angetragen ist. Was kommt bei den Müll rüber? Ist das, weil ich sage, alles, was die tun mit Wirten, mit Worte, ist so Gott Ehre? Naja, weil mal nicht ganz. Das weil wir im Sonntag daheim. Nu sind wir eine Weg, nu sind wir im Tele, lot mal die Sachen bitte aller Tag. Die Bibel sagt in Jakobus Kapitel 1,24, so, wenn jemand seine Tongue nicht versteht zu bremsen, dem seine Religion ist umsonst. Dem sein Gottesdienst ist eitel, das ist umsonst, das hat alle nichts, das ist vergebens. Wenn du nicht verstehst, deine Tongue zu bremsen, wenn das hier nicht Eleganz rüberkommt, was bedeutet Eleganz? Dass du wirst so sein, dass die Menschen viele gesandt wird. Dass du wirst so deine Dankeschön. Verzeih mir. Wenn du was falsch getan hast mit den Kindern, hast du mal dem Verzeihung gefragt? Falsch mit deinen Eltern hast du Verzeihung gefragt? Das erlaubt mich stolz nicht. So viel Strom, wo ich mich hier antrage. Ich will wieder daheim fahren. Ich sehe Strom angetroffen von Büte, aber die bernste Kleidung ist was ganz anderes. Ich sehe ein großer Payaso. Wenn ich vertreibe mich hier mit einem Wort, die Kleidung so, was nicht mehr dort drin hat, was der Berne ist. So, leider gibt es so viele Gassen, die sind voll von Payasos in Tschütje, wo viele Payasos kommen, noch schlimmer an den Heimen, dort manche Payasos sind, die kommen mit einem strammen Auto und strammen Kleider, aber der Berne hat das irgendwo in Ruhe, was nicht durchkommen soll, wo das soll sein. So, lass Gott wieder Welt, dass deine Tongue, dass deine Religion nicht im Sonst ist.